Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur kleinen weiteren FC Bayern bzw. Bundesliga-Talk. Leute, ich wurde ja im Stream gefragt, jetzt am letzten Montag. Erstmal vielen lieben Dank für den guten Stream, hat mir sehr gut gefallen. Wurde ich ja gefragt, wie so meine Prognose für unsere Mannschaft ist und wen ich so als Absteiger sehe und so weiter. Und darum soll es in diesem Video gehen. Ich werde mal anfangen mit der Einschätzung zu unserem Team. Und dann gehen wir über zu wen ich als die Favoriten sehe auf die vorderen Plätze und dann in Richtung Abstieg. Alles, was ich bisher gesehen habe von unserer Mannschaft in den Vorbereitungsspielen, auch im ersten Pflichtspiel, stimmt mich erstmal positiv. Wobei ich sagen muss, die ersten 10 Minuten bis zum Doppelpack quasi von Müller war jetzt nicht so souverän im Pokalspiel. Aber wie gesagt, erste Pflichtspiel und so weiter, auch alles ein bisschen verständlich. Ich denke, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, wieder in Richtung moderneren Fußball. Das Ganze hat ein bisschen was von Nagelsmann-System, was wir bei unter Company auch spielen. Ein bisschen anders noch, ja. Aber wie gesagt, das können wir dann mal beurteilen, wenn die Winterpause da ist, ja. Oder wenn, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Spieltage rum sind, dann können wir da ein bisschen genauer mal drauf eingehen. Fußballerisch stimmt es mich auf jeden Fall positiv. Ja, wir werden auf jeden Fall wieder eine andere Art von Fußball sehen. Interessant wird halt zu sehen sein, was passiert, wenn der Gegner sich hinten einmauert. Ja. Die andere Sache, die interessant zu sehen sein wird, was ist, wenn uns ein Gegner auch selber gegen Pressing spielt, super hoch anläuft und so weiter. Weil wir sind da anfällig mit Minjay und Upa und auch mit dem Kimmich dann im Mittelfeld. Also das könnte auch noch interessant werden. Ja, das sind so die Schwachpunkte, die ich so ein bisschen sehe. Aber ansonsten, ja. Ich denke, wir werden besseren Fußball sehen. Ob das dann direkt super erfolgreich werden wird, ob das reichen wird, um deutscher Meister zu werden, wird sich zeigen. Ist ganz, ganz schwer vorherzusagen. Der Favorit sind wir auf jeden Fall nicht. Der ist Leverkusen nach der letzten Saison. Für mich persönlich. Natürlich würde ich es mir anders wünschen, ja, aber die Argumente sprechen leider erstmal nicht für uns. Ja. Ich habe schon im Stream gesagt, klar, wenn wir jetzt einen guten Start erwischen und auf so eine Erfolgswelle kommen und dann vielleicht sogar am 5. Spieltag, also wenn wir bis dahin alles gewinnen sollten und würden Leverkusen schlagen, können wir natürlich auf so eine Erfolgswelle kommen und diese reiten. Ja. Dann geht natürlich was. Aber in der Regel ist es so, neuer Trainer, neues Spielkonzept, das braucht alles ein bisschen Zeit. Es sind auch neue Spieler da. Aktuell sieht das alles gut aus, weil aktuell sich jeder präsentieren will, jeder sich den Arsch aufreißt, gerade von den etablierten Spielern, die Problemspieler bei uns sind. Wie sieht es aus, wenn der Alltag einkehrt, wenn diese Spieler nicht spielen werden, weil es hoffentlich jetzt endlich mal nach Leistung gehen wird und der eine oder andere Spieler dann mal draußen sitzt oder der eine oder andere Spieler gar nicht mehr berücksichtigt wird, weil wir natürlich auch ein gewisses Überangebot auf gewisse Positionen haben. Und daraus kann natürlich dann wieder eine Negativspirale in Gang gesetzt werden, die der Mannschaft nicht gut tut. Vielleicht kriegt es Vini hin, alle bei Laune zu halten, alle mit ins Boot zu nehmen. Wir werden sehen, es ist eine schwierige Aufgabe. Aber wir müssen natürlich diesem Trainer auch ein bisschen Zeit geben, ja. Und fairerweise muss man sagen, dass der Umbruch nicht stattgefunden hat. Ja, wir haben 3 sehr, sehr gute Transfers gemacht, die uns sehr viel geben. Vor allen Dingen Palhinha-Transfer wird uns sehr viel geben. Olise aber auch. Und ich erwarte auch vom Ito einiges. Aber wir haben natürlich die ganzen Altlasten noch in unserer Mannschaft. Ja, der eine oder andere von denen ist gerade extrem beflügelt, reißt sich den Arsch auf. Was sehr gut ist. Wir werden sehen, wie gesagt, wie das ist, wenn diese Spieler mal draußen sitzen. Ja, von daher, ich sehe einige Probleme auf uns zukommen. Nochmal, vielleicht schaffen wir es und können eine gewisse Erfolgswelle reiten. Wir werden es sehen.
für mich ganz schwer einzuschätzen. Ich sehe uns natürlich mit im Kampf um die Champions League Plätze. Ja, also ich gehe schon davon aus, dass wir das Niveau haben, Platz 2, 3 zu bespielen. Mit viel Glück oder vielleicht mit einer Schwäche von Leverkusen, die wir vielleicht jetzt noch nicht erwarten. Geht natürlich auch mehr, gar keine Frage. Den Anspruch haben wir. Wir haben natürlich den Anspruch, deutscher Meister zu werden. Ich habe im Tippspiel auch den FC Bayern als deutscher Meister und als Herbstmeister eingetragen. Ja, ist ja klar, Leute. Ich glaube natürlich, ich believe, aber wenn wir es wirklich realistisch betrachten, sind wir auf jeden Fall nicht der Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Ja, das ist ganz klar Leverkusen. Vielleicht bringt es uns was, dass Leverkusen in der Champions League spielt. Ja, und das der Wettbewerb ist, wo man sich noch beweisen will, wo vielleicht der Fokus mehr drauf liegt. Und wer weiß, vielleicht fehlt dann mal bei so einem Spiel gegen Heidenheim vor so einem Champions League Spiel oder so ein Spiel gegen St. Pauli nach so einem Champions League Spiel die letzten 5-10% Motivation, ja, was ja viele Mannschaften haben. Und sie werden was liegen lassen. Das wird man sehen. Ja, ich denke, wenn, wird die Meisterschaft in den kleinen Spielen entschieden werden. In dem Ganzen darf man natürlich auch nicht Dortmund vergessen, die sich wirklich sehr, sehr gut verstärkt haben. Muss ich ganz klar sagen. Wie weit Nuri Sahin da als Trainer, kann ich nicht beurteilen. Absolut gar nicht. Aber ich denke auch da, wenn die eine gewisse Erfolgswelle reiten können, ist auch Dortmund sehr gefährlich. Haben sich wirklich sehr gut verstärkt. Dann hast du natürlich noch Leipzig, ja, die jetzt auch nicht, die Riesia, Dani Olmo, aber ansonsten haben die jetzt auch keinen großen Qualitätsverlust erlitten. Du hast Stuttgart, wo man mal abwarten muss. Ich denke, Stuttgart wird schwierig haben durch die Champions League, weil sie nicht diesen super ausgeglichenen Kader haben und natürlich eine Champions League für Stuttgart ein absolutes Highlight ist. Ja, ist ein bisschen anders wie bei Leverkusen. Leverkusen spielt immer europäisch, ja. Oder gut, nicht immer, ja. Wie gesagt, sie hatten auch die schlechte Saison vor 2 Jahren. Aber ich denke, bei Stuttgart ist der Hype noch mal ein bisschen größer um die Champions League, deswegen werden sie es schwerer in der Bundesliga haben. Jetzt am Anfang nicht, aber sobald die Champions League losgeht, denke ich, wird es schwieriger werden für Stuttgart. Haben wir letzte Saison bei Union gesehen, wie es laufen kann. Ja, ansonsten eine Überraschungsmannschaft, die vielleicht da vorne mit reinstoßen kann, ganz schwer zu sagen. Ja, Frankfurt und Wolfsburg haben mit Sicherheit Potenzial. Ob es für ganz vorne reichen könnte, wage ich zu bezweifeln. Ansonsten sehe ich gerade keine Mannschaft. Ja, ich denke, es wird Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig. Mit Abstrich vielleicht Stuttgart, vielleicht kriegt Stuttgart hin oder setzt den Fokus trotzdem auf die Bundesliga, was super schwer werden dürfte. Von daher will ich Stuttgart mit Abstrichen nur sehen. Um die Vereine wird es gehen, um die Meisterschaft. Ja. Wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass wir müssen halt eine Erfolgswelle reiten. Ja, wir müssen das Spielglück haben, die ersten Spiele müssen wir und dann das entscheidende Spiel wird dann gegen Leverkusen für uns sein. So, entweder kriegst du da den Dämpfer, ja, dass du merkst, oh, wir sind doch noch nicht so weit, wie wir dachten, wenn wir bis dahin performt haben, das wissen wir ja noch gar nicht. Oder du verteilst den Dämpfer, ja. Und dann kann das auch einen gewissen Selbstlauf nehmen. Wie gesagt, dann kommt die Champions League dazu. Vielleicht ist der Fokus bei Leverkusen auch ein bisschen mehr auf die Champions League. Ja? Da haben sie halt auch noch nicht so viel gerissen. Die letzten Jahre. Von daher mal abwarten. Ja, ich denke, die Chancen sind auf jeden Fall höher als wie letztes Jahr. Dass wir ein ernsthafter Konkurrent um die Meisterschaft sind. Ja, aber aktuell der Favorit natürlich ist Leverkusen. Ja, sie haben kein Spiel verloren, also es wäre vermessen zu denken, die verlieren jetzt 10 Spiele. Ja. Und ob wir schon die Selbstsicherheit haben werden in unserem Spiel. Ja, die Testspiele waren alle gut, ja, DFB-Pokalspiel war okay. Das ist aber auch noch keine Gegner auf dem super hohen Niveau. Ja, wir haben in der Bundesliga Gegner, die ein anderes Niveau haben. Auch Gegner wie Hoffenheim und so weiter, ja, wo man jetzt nicht gerade denkt, oh, das ist eine Spitzenmannschaft, aber die mit ihren Mitteln Fußball spielen, der uns schon wehtun kann. Von daher wird das sehr interessant sein. Ich bin sehr gespannt. Ich kann, was den FC Bayern gerade betrifft, du kannst ihn 0 einschätzen.
Wirklich. Ja, wir können einschätzen, ja, wir werden wieder offensiveren Fußball sehen, schöner anzusehenden Fußball. Wenn wir weiterhin sehen, dass ein Kimmich in der Mitte da agiert und nicht ein Palinja bisher, wenn wir sehen, dass da wieder ein Gnabry rumläuft über den Flügel und ein Kingsley, wenn wir sehen, dass Opa und Minje anscheinend gesetzt sind in der Innenverteidigung, dann kann einem schon ein bisschen Angst und Bange werden. Auch wenn die Spieler, die ich jetzt genannt habe, es teilweise gut gemacht haben bisher. Ja? Und wir natürlich die Spieler daran bemessen werden. Aber irgendwann wird der Zauber verfliegen. So. Ja, das ist wie so, wenn du frisch verliebt bist, rosarote Brille, alles ist schön an deinem Partner, nach 3 Monaten merkst du, oh ja, das ist doch schon ein bisschen nervig oder dies oder das. Dann ist die rosarote Brille weg und man muss sich mit den Sachen halt arrangieren. Ja. Und das ist beim neuen Trainer genauso. Ja, der ist jetzt da, alle sind gehypt, wir haben auch Erfolg gehabt in den Testspielen. Jeder will sich zeigen, jeder will es nochmal beweisen. Und dann kommt, lass mal 4, 5, 6 Wochen ins Land gehen. Ja, jetzt in der neuen Saison. Dann sitzt der eine oder andere mal draußen. Dann wird jetzt zum Stinkstiefel, weil er merkt, oh, das reicht nicht mehr, was ich hier leiste. Oder geht wieder auf sein normales Leistungsniveau zurück und so weiter. Es wird schwierig werden. Also meine Vorhersage ist, wir werden es schwierig haben. Ja, mit bisschen Glück, ja, kriegen wir wirklich einen guten Start, reiten auf eine Erfolgswelle. Mit ein bisschen Pech spielt jetzt im Auftaktspiel, aber auch nur unentschieden in Wolfsburg und dann geht's schon los. Ja, dann brennt schon der Baum. Also von daher mal abwarten. Ich persönlich denke, es wird eine interessante Saison werden, weil ich schon denke, dass der Fokus bei Leverkusen ein bisschen mehr auf der Champions League liegen wird. Ja? Da vielleicht die letzten 5-10% noch mehr kommen wie in der Liga. Aber man muss es fairerweise sagen, Alonso hat es auch letztes Jahr geschafft, mit viel Rotation auch zum Europacup und Bundesliga da auch die Spannung hochzuhalten. Von daher, es wird interessant werden, denke ich. Ja? Also wir können uns auf jeden Fall, denke ich, oder hoffe ich, auf eine spannendere Saison freuen wie letztes Jahr. Ja? Ich denke, das können wir mitnehmen für oben. Wie gesagt, Dortmund hat sich massiv gut verstärkt. Ich habe gerade mal so ein bisschen durchgeguckt auf transfermarkt.de, die Mannschaften, und Dortmund hat schon wirklich sinnige und gute Zugänge. Hat natürlich auch einen Abgang von Mats Hummels, Marco Reus tut dem Verein vielleicht sogar eher gut. Hummels ist schon eine Schwächung, wie ich finde. Haben aber auch da mit dem Anton und so weiter und Süde, der wieder fitter wirkt und so, natürlich Potenzial. Ja, und ansonsten haben sie sich sehr, sehr nicht verstärkt im Sturm, auch im Mittelfeld mit dem Kroos und so. Also, ja, Dortmund, Şahin ist jetzt auch nicht neu da, der hat ja schon letzte Saison da den Trainer gegeben, nur nicht offiziell. Also von daher wird Dortmund schon eine starke Nummer werden, denke ich. Und Leipzig, ja, Leipzig denke ich auch, habe ich schon gesagt. Und danach, wir werden sehen, ob es eine Überraschungsmannschaft gibt, ob Stuttgart das Niveau halten kann. Ich glaube es nicht. Ich denke auch, die werden gehypt sein durch Champions League und dann wird man. Es ist nicht einfach, dann mit so einem Kader Champions League zu spielen, Bundesliga zu spielen. Vor allem hast du auch noch 2 Champions League Spiele mehr wie sonst. Also das spielt da natürlich alles mit rein. Ja, wird man mal sehen. Also ich sage voraus, dass es eine spannendere Bundesliga-Saison werden wird, was die Meisterschaft anbelangt. Wir werden sehen. Vielleicht täusche ich mich auch. I don't know. Könnt mir gerne mal eure Meinung reinschreiben. Ansonsten, wir können es kurz durchgehen. Frankfurt für mich ganz, ganz schwer einzuschätzen. Frankfurt hat Abgänge, Zugänge, die auch sinnig sind. Ja, Wolfsburg für mich super schwer einzuschätzen. Ich halte aber super viel vom Ralf Hasenhüttl. Wenn er da seine Ruhe bekommt, denke ich, wird er da auch liefern. Also Wolfsburg könnte eine Überraschung werden in der kommenden Saison. Freiburg wird interessant zu sehen sein. Ich denke, Freiburg wird, ja, Mittelfeld, souveränes Mittelfeld. Haben aber auch ein paar Abgänge, Zugänge. Ja, wird interessant sein. Gladbach wird schwer haben, meiner Meinung nach. Ja, auch wenn sie
Die Abgänge wirken, glaube ich, schwieriger wie die Zugänge bei Gladbach. Und der Trainer, I don't know. Also für mich ist der erste Trainer, der fliegt, entweder der Gladbach-Trainer oder der Bochum-Trainer. Aktuell habe ich mich für Bochum entschieden, weil irgendwie sieht man ja was am Sione in Gladbach, weil sonst wäre ja schon letzte Saison weg gewesen. Gladbach hat im Großen und Ganzen einen Kader fürs Mittelfeld. Ja. Ich glaube nicht, dass Gladbach irgendwie eine Überraschung schafft und auf einmal einen Lauf kriegt. Also. Aber wer weiß, nichts ist unmöglich. Ja? Hoffenheim hat denselben Kader im Großen und Ganzen wie letzte Saison. Bin ich sehr gespannt, was da möglich ist. Union wird es auch super schwer haben, denke ich. Ja, die müssen sich erstmal wieder erden. Haben wir mit dem Bo Svensson auch einen fähigen Trainer. Bin ich auch sehr gespannt, dass das irgendwie eine Überraschung werden könnte nach weiter oben. Glaube ich nicht. Vielleicht um die Europa League Plätze, wo Union rumspielen wird. Bremen ist für mich ganz schwer einzuschätzen. Ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Wir werden sehen. Kann ich gar nicht einschätzen. Ich denke auch so Mittelfeld rum. Dasselbe gilt für Augsburg. Aber Augsburg schafft es ja irgendwie immer, sich irgendwie von unten einigermaßen fernzuhalten. Mainz wird auch eine wilde Nummer werden. Bin ich auch sehr gespannt. Kann ich auch so gar nicht einschätzen, großartig. Haben sie also letzte Saison dann wirklich gut gemacht in der Rückrunde. Haben natürlich jetzt Brian Gruder verloren. Ja, aber es lag ja jetzt auch nicht nur an ihm, war. Also war jetzt nicht so, dass er da der überragende Spieler war oder sowas. Ja, wird interessant zu sehen sein. Bochum wird es leider sehr, 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 sehr schwer haben. Ich glaube nicht, dass es... Ja, mit Glück hoffe ich, dass Bochum nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Ich wage es zu bezweifeln. Ich denke, die werden eine schwere Saison haben. Ja, mit dem Timo Horn haben sie auf jeden Fall einen Torwart geholt, der was ausstrahlt, aber der ist auch abgestiegen. Ich glaube, er hat nicht mehr gespielt bei Köln, oder? Ich weiß es nicht. Der Kader, schwierig. Ja. Kader ist der vom Gesamtmarktwert der viertschlechteste oder viertschwächste. Und da ist keine Euphorie. Ja, da ist keine Euphorie wie in Pauli oder in Kiel, die aufgestiegen sind. Also, Bochum wird es echt schwer haben, glaube ich, leider Gottes. Ich wünsche mir natürlich was anderes. Ich freue mich, wenn es anders kommt. Ja, aber ich sage doch, Bochum wird es verdammt schwer haben. Und der Trainer ist auch mit der erste, wie gesagt, entweder der Gladbach-Trainer oder der Bochum-Trainer für mich, der gefeuert wird. Heidenheim habe ich als Absteiger getippt. Ja. Bochum habe ich auch als einen auf den letzten 3 getippt. Natürlich ein bisschen mir wünschen, wenn es der Relegationsplatz wird. Heidenheim hat mit Niklas Beste und Kleindienst die 2 besten Spieler verloren. Hat aber natürlich mit dem Paul Wanner von uns eine gute Leihe gemacht. Vielleicht überrascht der Frank Schmidt uns nochmal. Ja. Ist ja eine Einheit, aber meistens ist ja dann auch die zweite Saison die schwierigere Saison als Aufsteiger. Mal abwarten. Ja, ich denke, die werden es auch schwer haben, aber wer weiß, vielleicht wird so ein Augsburg 2.0. Ja. Weil arbeiten tun die da ja sehr gut. Ja. Dann haben wir St. Pauli. Pauli denke ich einfach mal, auch ein bisschen aus Sympathie vielleicht, dass die Euphorie reichen wird, um die Klasse zu halten, aber natürlich wird es auch schwer werden. Ja. Aber die haben halt einen ganz attraktiven Fußball gespielt in der 2. Liga und wenn sie daran festhalten, dann glaube ich, haben sie Chancen. Wenn sie natürlich daran nicht festhalten und jetzt versuchen, sich komplett zu ändern, dann ist Pauli natürlich auch mit einem Abstiegskandidat Nummer 1. Ich habe sie nicht als Absteiger getippt. Meine letzten 3 Plätze habe ich Kiel, Heidenheim, Bochum getippt. Und damit sind wir dann auch schon beim letzten Club. Holstein Kiel kann ich gar nicht einschätzen. Ja, aber auch da ist natürlich die Aufstiegseuphorie und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil ist, glaube ich, das erste Mal erste Liga, ja, für Kiel. Also auch da kann alles passieren. Ja, ähnlich wie Heidenheim letzte Saison. Man weiß es nicht. Es ist schwierig. Du hast viele Mannschaften, die da unten
vom Etat her ist Kiel, Pauli, Heidenheim, Bochum natürlich mit Abstand die 4 schwächsten Mannschaften. Ja. Der nächste wäre Mainz, die aber schon fast ein Drittel mehr Etat haben oder Gesamtmarktwert wie VfL Bochum. Also wird auch da eventuell interessant werden. Eine Überraschung, die da reinrutschen könnte in den Abstieg, ist für mich Union und Gladbach. Ja, da könnte es richtig schief laufen. Natürlich Bremen ist auch nicht irgendwie komplett rausgenommen davon. Wie schon gesagt, Bremen ist für mich auch ganz schwer einzuschätzen. Ja, wir werden es sehen. Ich denke, es wird eine interessante Saison werden. Unten wie oben. Und von daher freue ich mich einfach drauf. Ja? Und wie gesagt, wir gehen nicht als Top-Favorit rein in die Saison. Auf gar keinen Fall. Sehe ich uns nicht. Ich sehe uns jetzt aber auch nicht chancenlos um die Meisterschaft. Ja, aber wir werden mit Sicherheit Geduld brauchen. Es kann sein, dass jetzt zum Start vieles klappt. Es kann aber auch sein, dass es auch zum Start schon nicht klappt. Ja, wir werden einfach Geduld haben müssen. Wir müssen dem Winnie Zeit geben. Und dann wird man sehen, ob es am Ende für den Kampf um die Meisterschaft reichen wird. Ich sage auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr einen Titel holen. Heavy is Kane, Traum wird wahr, wir werden einen Titel holen. Der realistischste ist der DFB-Pokal für mich. Ja, da waren wir die letzten Jahre nicht gut. Wir haben aber einen anderen Spirit im Team. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so dahin dümpeln werden in irgendein Pokalspiel. Ich sage, der realistischste Titel ist der DFB-Pokal. Ja. Und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Haut mir gerne eure Prognosen rein hier für die Meisterschaft oder für die ersten 3 Plätze und die letzten 3. Wie gesagt, die letzten 3 habe ich schon gesagt. Kiel, Heidenheim, Bochum. Die ersten 3 für mich. Leverkusen, Bayern, Dortmund. Leipzig mit Abstrichen, ja. Die werden wieder eine Rolle spielen. Vielleicht überraschen sie auch. Ja, auch da ist alles möglich, denke ich. Aber für mich die 3 stärksten Mannschaften in Leverkusen, Bayern, Dortmund. Ich denke, einer von den 3 wird Deutscher Meister werden. Ja. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.